Alphirt Thomas Osterrieder ist auf der Suche nach Anna und Clara. Auf der großen Weide gar nicht so einfach. Eine müsste eigentlich da oben mit dabei sein und die andere schaue ich gerade noch. Es ist der Tag vor dem Viehscheid. Der Viehscheid ist eigentlich das Höchste für den Alphirt, weil das ist der Abschluss vom Sommer. Und wenn alles gut gegangen ist, dann schmückt man sie. Wenn jetzt die nächsten 24 Stunden nichts passiert und dann passt alles. Clara ohne Horn und Anna mit Horn wurden als Kranzrinder ausgesucht. ...130 Stück Jungvieh haben den Sommer auf der Alpe Wengereck verbracht. Die beiden Kranzrinder sind die Stars. Die meisten Bauern sind da dann auch sehr stolz drauf, wenn sie ein Kranzrind haben, weil das heißt, es ist ein sehr schönes Rind, ist ein braves Rind und ja, und ist eben das Zeichen, es ist alles gut gegangen, war alles in Ordnung und der Alpsommer ist gut verlaufen. Ramona Steinle und Thomas Osterrieder sind seit 2020 auf der Alpe. Heuer ist ihr erster Viehscheid und ihre beiden Kranzrinder müssen noch das Laufen an der Hand trainieren. Nicht nur für die Tiere eine Premiere. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, aber es ist so eine Mischung Aufregung und Vorfreude. Genau, weil ich glaube, das wird echt toll morgen. Und sie läuft jetzt schon richtig schön und da üben wir jetzt heute noch mal ein bisschen und dann funktioniert das morgen mit Sicherheit. Die beiden verbrachten den ganzen Alpsommer, von Mai bis September heroben. Sie müssen sich um die Tiere kümmern, aber auch die Bewirtschaftung der Hütte gehört zu ihren Aufgaben. Das war schon immer unser Traum, wenn wir selber viel in die Berge unterwegs waren. Und ja, darum habe ich gesagt, wir probieren es einfach einmal. Also man lebt und arbeitet hier. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wo man sich aufhalten könnte. Und es ist viel Arbeit. Genau. Es sind sehr lange Tage. Sehr lange Tage. Aber selbst wenn man am Arbeit nur eine halbe Stunde vorne draußen hockt und Jumper beobachten kann oder einfach der Scherler zuhören kann, dann gibt es einem schon sehr viel. Ja. Die Schumpen, so nennt man im Allgäu das Jungvieh, genießen ihren letzten Tag im Alpwiesenparadies. Derweil sind die Helferinnen mit Ramona an Kränze binden. Mit den prächtigen Blumengestecken werden am Viehscheid die Tiere geschmückt. Eine Selbstverständlichkeit, dass alle zusammenhelfen. Auch Bärbel Möslang, eine Floristin aus dem Dorf. Ja, da gehört natürlich Stolz dazu, gell? Für Mona und für Thomas ist das schon ein super Abschluss von der Saison. Und das ganze Dorf lebt damit bei der Sache. Jeder freut sich, Almabtrieb, juhu, ein Fest, wunderbar. Ramona hat Heilerziehungspflegerin gelernt und Sozialmanagement studiert. Aber Gastronomie macht sie auch schon immer. Den ganzen Sommer über werden die Gäste bewirtet mit Köstlichkeiten aus der Region. Tisch Nummer 10. Bleibt da Zeit, die Freunde aus dem Tal zu sehen? Ich sage jetzt mal so, unsere Freunde, Bekannten kommen uns dann hier oben dann eher besuchen und dann, dann gibt es hier schon auch mal einen gemütlichen Abend, wo man zusammenhockt, wo es dann auch mal ziemlich lustig wird. Ja, genau, also das trifft sich dann alles hier oben, genau. Die Alpe Wengereck unter dem 1056 Meter hohen Rackenhorn wird schon lange bewirtschaftet. Und der Alpabtrieb im September hat Tradition. Ab 1971 war die Familie Möslang für die Alpe zuständig. 49 Sommer haben sie Glinde und Michael Möslang mit ihren Kindern auf der Alpe verbracht. Kein Wunder, dass die beiden neugierig sind, wie die Damen beim Kranzen vorankommen. Die Alpe war Sieglindes Leben. Ich
darf ich groß schwätzen, sonst übernimmt es mich. Ja, kriegt man schon ein wenig Gefühl, oder? So Wehmut dabei, ja. Mit Ramona und Thomas beginnt eine neue Zeit auf der Alpe. Brotzeitservice. Denn Thomas und seine Freunde sind schon dabei, den Weg für den Abtrieb abzusichern. Der führt durch ein enges Waldstück. Dass unsere Schumper auf ihrem Weg bleiben. Die haben dann schon Schwung und darum sind dann beim Treiber immer Leute zwischendrin zum Bremsen. Dass einfach die einzelnen Gruppen, dass die nicht aufeinander auflaufen, sondern immer abbremst werden. Und dann hoffen wir, dass alle gut unterkommen. Genau, jetzt muss ich den noch spannen. So. Dankeschön. Also auf die schweißtreibende Arbeit. So ist es. Jo. Prost. Zum Wohle. Und danke fürs Helfen, gell? Schön. Wenn man das einmal, glaube ich, verschmeckt hat, das Ganze so zu machen, dann ist das schon ein Traum da. Und vor allem für uns ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Wie zwei getrennte Leben schon fast. Und da ist eigentlich wie eine zweite Heimat geworden. Ja. Sehr lange war es ihre Heimat. Sieglinde Möslang ist auf der Alpe aufgewachsen. Ihre Eltern waren die Alphirten seit 1934. Sogar ihren Mann hat sie bei einem Viehscheid kennengelernt. Und sie lässt es sich natürlich nicht nehmen, schnell ein paar Besuchern weiterzuhelfen. Hier oben braucht man halt Zeit. Das ist jetzt, was mir noch gut tut. 82 Jahre. Also als kleines Kind bin ich so darauf. Und jeden Sommer. Ich weiß nichts anderes. Sieben Uhr früh am Tag des Viehscheids. Mit den großen Schellen versuchen die Enkel von Sieglinde, die Rinder anzulocken. Nee, bin schon sehr gespannt. Ich freue mich riesig, einfach nur, dass es jetzt losgeht. Ja. Erst wenn alle 130 Tiere im Stall sind, können sie geschmückt werden. Und das kribbelt schon ein wenig. Die Aufregung ist ziemlich hoch. Aber Einige der Rinder bekommen die großen Schellen. Leo muss schwer schleppen. Martin Möslang, der Sohn von Sieglinde, hat auch viele Sommer hier geholfen. Er freut sich, dass es weitergeht. Wenn man fast 50 Jahre mit dabei ist und jemand Neuer kommt und dadurch mitmachen darf, wunderbar. Weil das geht einem ab. Ich könnte jetzt nicht irgendwo an den Strand auflacken und Urlaub machen in der Sonne. Mir fällt das. Wie eine große Familie fühlen sie sich hier oben auf der Alpe Wengereck. Und inzwischen sind auch alle Hirten und Treiber da. Gleich geht's los. Wenn es halt arbeitet, wird es schon sehr leise oben sein, aber es ist ich sage immer, es ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Das letzte Mal für heuer geht's an den Alpwiesen vorbei, die für die beiden Schumpen Anna und Clara den Sommer über für reichlich Futter sorgten. Die beiden Kranzrinder werden zuerst ins Tal geführt. Der Rest kommt später nach, damit sie gemeinsam durchs Dorf ziehen können. Erst unten am Ortseingang gibt's die Blumenkrone. Der frühere Alpwirt Michael Möslang schaut, dass alles passt. Jetzt tut man dann auffunken und dann lässt die es oben laufen, die anderen. Weil die sollten die überholen. Fast im Galopp den Berg hinunter. Die Absperrung im Wald hält auch. Aber am Ortseingang gibt es Probleme. Kaum losgebunden, bewegt sich Kranzrind Anna keinen Meter mehr weiter. Da hilft kein Ziehen und auch kein Zureden. Schließlich muss Ramona mit Clara alleine los. Denn die restlichen Schumpen kommen immer näher.
Die Schellen tönen durch Wengen wie seit Jahrzehnten. Auch wenn es oben hektisch war, durchs Dorf geht es dann eher gemütlich. Ankunft am Viehscheidplatz. Kranzrind Anna und Thomas haben es am Ende auch noch geschafft. Hat nicht mehr laufen wollen. Ist einfach. Die ganze Woche haben wir geübt und da hat alles funktioniert. Und heute ist der Vorführeffekt wahrscheinlich. Also ich weiß, die letzten 25 Jahre sind wir mehr gesprungen wie heute. Aber viel Leid, viele Hände, gutes Ende. Und während die Hirten den Bauern ihre Rinder zum Abholen zuteilen, kehrt oben auf den Wiesen der Alpe Wenger Eck wieder Ruhe ein. Bis zum nächsten Sommer.